Dr. Benny Thielmann, Michaelis von Médecins du Monde. Schönen guten Abend. Als Gemeng hat ihn immer Momente, wo ihr seht, du freut sich, dass ihr zusammen könnt, weil ihr eine Aktion de Bienfaisance kann machen. Aber ich muss sagen, heute Abend freuen wir uns ganz besonders, dass wir können so mit einer Aktion de Bienfaisance. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass die Aktivitäten von der Association Médecins du Monde ganz schwieriger sind, wo Leute sich engagieren, eine Arbeit zu machen, für Leute, die wirklich am Misere sind. Und schon den Artikel aus dem Lützeburger Wort, ich hatte nicht viel Zeit, mich schwer zu bereden, man hat sehr herausgeprobt, wo den Dr. Benny Thiel gesagt hat, wir sind so verwindet, dass man mal nicht mehr gesehen, dass es doch nach Armut geht rundherum ist. Ich habe immer gedacht, von die Pandemie, die gibt uns ein bisschen Chance geben, mal darüber nachzudenken, wie leben wir überhaupt. Und sie gibt auch dazu feiern, dass wir ein bisschen mehr demütig gehen. Ich wünsche mir, dass dem so ist, weil ich stelle an meinem Umgang, an meinem Lebensmomente, die ich schon habe, fest, dass das nicht überall der Fall ist. Aber den Artikel heute, den am Lützeburger Wort war, über Leute, die Ärmste sind von unserer Gesellschaft, die Krankste sind von unserer Gesellschaft, und die einfach darauf zählen müssen, erkennen, Gott sei Dank, dass es da gehen wie dir. Ich weiß nicht, was Madame Michaelis für Engagement hat, mir von Benny weiß, weil ich schon ein paar Mal ein Gespräch mit ihm hatte, auch die letzte Kehr, wo wir hier schon eine Chance hatten, oder eine Chance hatten, konnten dabei sein, wo da ein Scheck-Bericht gekriegt hat von einer Privatperson von 3.000 €, die etwas gemäht hat, was einfach enorm flott war. Und ich habe einfach gesagt, da gibt es einfach Leute, die wirklich Herz und Seele, die haben ihr Blut hier für etwas zu machen, was enorm wichtig ist. Die sind eine Aktion, die an das Leben gerufen ist, für die Leute zu helfen, die aber keine Chance haben am Leben, die viel Pech hatten, die keine Sozialversicherungen haben, die keine Krankenkassen haben. Und das sind Leute wie dir und mir, die aber auch krank sind. Vielleicht nicht so krank wie mir, weil ihr das Leben nicht einfach nach so möchte, dass sie andere Krankheiten kriegen, wo ihnen die Leute helfen müssen. Ja, wo wir mit Böb Finandi als eine Lebenspartnerin heute zusammen waren und sie etwas gemäht hat, nämlich Masken für die Leute am Konfinement, die Masken verkauft hat, an die so integral investiert hat für Médecins du Monde. Und ich habe mal gesagt, da sind ich bei den Kollegen aus dem Chef in der Gemeinderat gegangen und schon gesagt, du hast eine Flottaktion gewesen, ich meine, die also der Wert zu unterstützen. Und dafür sind wir heute Abend hier. Wir sind hier für eine weitere Kehr an der zu greifen, für eine Aktion, die damit, für, wie ich schon gesagt habe, für Leute, denen nicht wirklich ganz schlecht geht. Weil sie heute nicht wissen, wo sie wohnen, weil sie heute nicht wissen, wo sie leben, weil sie heute nicht wissen, was sie mit ihrem Leben nach können aufhängen, weil sie gar nicht wissen, ob ihr Leben überhaupt nach Sinn hat. Und die Mutter hat an einer großen benevoler Aktion. Ich weiß auch, dass die Unterstützung staatlicherseits relativ schwierig zu organisieren ist. Und noch die Aktionen, die rundherum Médecins du Monde laufen, schon noch gut am Kopf, die Firmen, nicht die Firmen, die Pharmazien, die da hat, die ich eine Hand aufpacken, die Medikamente, die Waschgeheit gehen, so wie das an unserer Werkgesellschaft ist, die können aber rekuperiert gehen und du siehst Leute, die das dann auf eine auch benevol Weise machen. Und da habe ich mir gesagt, das tun ist wirklich etwas, was die soll unterstützen. Und dafür, liebe Benny, liebe Madame Michaelis, wir sind ganz froh, dass ihr den Abend hingekommen seid. Ich hätte auch gerne gehabt, dass der Bub mit seiner Lebenspartnerin hier gewesen war. Ich weiß nicht, wie weit nicht kann heißen, für hier auch noch ein Merci zu suchen, weil sie war der Stein des Anstoßes, die gut Lauder vom Bub, von der Bub mal gesagt hat, seine Frau war so begeistert gewesen,
dass ich für Singer frei von einer guter Lauder schwätzen, wie das war aber am ganz positiven Sinn auch gedurcht. Bei den Oven zu mir, bisschen die gut Lauderen, wir investieren Haisuen von der Gemeng, dem wir aber eine Association à Disposition wollen setzen, die ist wirklich enorm wichtig ist. Und wir haben noch darauf gehalten, den Oven da ein bisschen a Bild und Ton, wie auch immer, festzuhalten, für vielleicht einer Gemengen mit auf den Weg zu bringen, für zu sagen, okay, du gibt nicht Leute, die haben keine Krankenversicherungen, du gibt nicht Leute, die sind nicht so sozial versichert wie mir, wie du gibt aber Leute, die sind krank und die müssen geholfen kriegen. Und die kriegen auf eine Art und Weise geholfen, wird ja, Menschen machen, die ein Diktherz und die aus philosophischen, aus religiösen Überlegungen, wie auch immer, aus menschlichen Gedanken heraus agieren. Und dafür wollten wir den Ofen drauf halten, für eine kleine Rezeption zu machen, für ich dann offiziell die Scheck, die in der Gemengerat der seiner Integralität unanim aufgestimmt hat, für das zu machen, für ich die können zu überreichen. Lieber Paul, Herr Burgermeister, die liebe Damen und Herren vom Schaffener Gemengerat von Schöffeling, ich muss sagen, ich bin immens froh, immer für an meiner Himmels dürfte kommen. Das ist immer schön, weil die immer nicht bekannte Leute, Leute von früher aus der Jugend, aus der Kannerzeit begegnen, das macht immer Spaß. Ich bin immens froh, dass ich auch bewegen los von einem sozialen, eigentlich wirklich sozialen Projekt, eben halt das, was wir bei Médecins du Monde machen, just ganz kurz, ich will nicht der Zeit beanspruchen, mit viel Informationen, aber trotzdem will ich ganz gerne ein paar Sachen sagen. Wen als Médecins du Monde? Da kriege ich schon immer vorgestellt, war das der Médecins du Monde oder war das der Médecins Sans Frontières? Und das war für mich auch selber ein ganz wichtig froh an der Zeit, wo ich mich engagiert habe, in meiner Pension, 2017, wo ich mich da engagiert bei Médecins du Monde. Also, Médecins Sans Frontières ist 1971 gegründet von Bernard Kouchner, dem früheren Gesundheitsminister von François Mitterrand in Frankreich. Franzosen sind also, wie soll ich sagen, Maison Mère von den Médecins Sans Frontières und sie sind noch Maison Mère von Médecins du Monde. Der Bernard Kouchner, der frühere Gesundheitsminister, wie gesagt, hat 71 Médecins Sans Frontières gegründet. 1980 hat der Médecins du Monde gegründet. Für was? Weil es am Verwaltungsrat von Médecins Sans Frontières Diskussionen gegeben sind, was machen wir an den Ländern, wo wir gerufen gehen, wo wir nicht mit dem politischen Regime d'accord sind, wo wir wollen helfen, wo Politik eine Katastrophe, als Diktatur, und so viel und Leute losgehen, wie gehen wir da eins, bleiben wir an den Ländern oder laufen wir fort? Schlussendlich waren sich da gar nicht eins, sondern aus der Divergenz Meinungen als Médecins du Monde entstanden. 1980, wie gesagt, heute ist es so, dass Médecins Sans Frontières eine Organisation ist, die hauptsächlich engagiert, dass wenn es um Urgenzen Ansätze geht, an Krisengebiete, an Kriegsregionen, an Naturkatastrophenregionen, wo sie innerhalb von 24 Stunden die ganzen Operationszahl quasi auf Bein setzen und dann an die entsprechenden Regionen können fliehen und dann do eine Zeit sind, aber dann noch nicht fortgehen. Par contre, Médecins du Monde ist dann do für die Relève zu holen, für der Bevölkerung, egal was für politische Konditionen sie do lebt, der Bevölkerung irgendwo gesundheitsmäßig zu Hilfe zu stehen, an denen die Leute aber nicht am Start zu lassen. Und da die Jahren, ein gutes Beispiel ist für mich die Krieg Syrien noch immer. Da hat Médecins du Monde gedurcht, an 3 Jahren sind wir jetzt dabei, sind aus dieser fertig. Sie sind noch 10 Jahre noch immer da, die Krieg schon über 10 Jahre dauert und sie denken, dass sie auch nach 10 Jahren da sind. Sie sind aktiv an der Grenze zwischen Türkei und Syrien, just als Beispiel. Das kurz zu der Historiksgeschichte. Médecins du Monde als eine international organisierte Gesellschaft oder Association wie Médecins Sans Frontières, die zwei sind absolut komplementär, die ergänzen sich ganz gut. Wir sind, es gibt Médecins du Monde in 17 verschiedene Länder, an den europäischen Ländern, es gibt Médecins du Monde France, es gibt Belgien, es gibt Holland, es gibt Deutschland, es gibt Italien, es gibt Griechenland, es gibt Türkei, es gibt Japan, es gibt Amerika. Just wie das kurz zu nennen, dann auch Lützeburg sind da ganz kurz im 2013 besteht Médecins du Monde Lützeburg. Wir sind bis just zu Lützeburg aktiv, weil wir aber noch ein kleines ONG sind von der Welt.
Wir engagieren uns halt zu Lützeburg für die Leute zu Lützeburg, die im Terrain leben, die aber kein Krankenkind sowieso wie der Bürgermeister gerade gesagt hat, Leute, die also krank sind, aber kein Access haben zu einem Gesundheitswesen. Wir haben letztes Jahr 2021 also doppelt so viel Leute versucht wie das Jahr für drin. Das hängt sicher mit der Covid-Katastrophe zusammen. Wir haben letztes Jahr 1300 Leute an diese Konsultationen begleitern, betreut, Leute also in die Krankenkäse, das sind zu 80% Leute, die keine Wohnung haben, auf der Straße leben, zu 80% Leute, die kein Revenu haben. Es sind auch Lützeburger dabei, ungefähr 9% von ihnen sind Lützeburger, andere kommen, das sind alles majoritär, sind das Europäer, also europäische Länder, 50%, da kann ich direkt so, 50% von ihnen sind Rumänen, just für eine Idee zu gehen. Das sind alles Leute, die aus ihren Ländern fortlaufen, weil ihnen dort mehr schlecht geht, wie wenn sie auf der Straße leben. Mit die Heiner kommen nicht aus Spaß, die kommen nach hin, weil es ihnen nicht gut geht, weil sie einfach arbeitsziehen. Das ist auch als Lützeburg aber nicht einfach. Und dann natürlich kein Revenu, und dann haben sie natürlich auch keine Suche für Krankenkiste bezahlen, und so natürlich auch kein Darüber im Kap. Da der Situation, wir betreiben also eine Konstellationen zu Esch, einmal an der Woche, zu Bonneweg auch da, die Patienten. Dann sind wir aktiv sind im Dezember 2019 als der Zugangen zusammen am Quarouger Ministère von der Santé, wo wir ein Haus, wo 10 Leute divergiert sind, was wir von einer privaten Proprietätsverfügung gestaltet tun, für Leute zu bergieren, die nicht auf der Straße sind. Das sind Patienten zum Beispiel, die schlecht gemacht haben, die am Spital waren, als Urgenz, wenn zu Lützeburg als man einer Ambulanz als Urgenz an ein Spital könnt, dann wird ihr betreut, auch wenn ihr kein Krankenkind wird. Aber wenn ihr dann sagt, einer muss, dass akut überstehen ist, dann könnt ihr auch gesagt, die Zeit, dass da nicht geht. Und dann sind die Leute natürlich, die haben Lähmungen, wenn ihr nicht schlecht gemacht wird, dass sie ganz gerne gelähmt, leider, und dann finden sie sich auf der Straße rum. Und das sind Situationen, wo wir aber denken, dass das relativ ein Ding ist für ein Land wie Lützeburg, so Leute der Straße dann herumzufangen, die da gelähmt sind und nicht vom Fleck kommen. Oder andere, die stehen just wie ich das so in einer Chemiotherapie wie den Krebs, den dann eben festgestellt wird. Und die sollen an der Straße leben mit ihrer Chemiotherapie am Gang in all 3 Wochen, wo man so, das kann ja aber nicht sein. Das sind so Patienten, die dann da an dem Haus da ebergiert sind. Und das Projekt, das zu Weiler der Tour, das geht da zu Ende im März. Und das ist der nächste Monat, und da soll das eventuell zu Esch weitergeführt gehen als Projekt Pilot. Mit Escher Spital, wir hoffen, dass das auch nicht nur ein Projekt Pilot ist, oder das ist ein Projekt Pilot, wir hoffen, dass das nicht dabei bleibt, wir hoffen, dass auch vielleicht andere Spitäler auf die soziale Weg gehen und auch dann auch dafür disponibel sind für so Leute, aber irgendwo Menschen würde es weiter zu betreiben und noch Schach zu holen.